Noven zusammen, ohne alles klar soweit. Wir sind beim letzten Mal so in die neongrünen Lochhöhle geschlittert. Und das müssen wir heute weitermachen. Ich bin mal gespannt, was alles auf uns wartet, außer grünes Gift. Aber vielleicht ja noch das eine oder andere mehr, vielleicht der Bosskirche, wir gucken mal, ne? Viel Spaß. Schattenwald, Türen des Pharos, Lichtsteinbucht, Tesseldora. Ach, ich kann noch runterscrollen. Alter, sag mir das doch bitte. Mal schon. Ah, hallo. Und, hast du Weihnachten gut verbracht? So, jetzt hier wieder. Machen wir die mal weg. Irgendwas böllert du doch auch, ne? Die sind schwer zu treffen mit dem Dege, finde ich. So. Hinterhalt voraus. Deshalb versucht Feuer. Au, 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 au. Dass dem sei Aue zu mir stehe, habe ich überhaupt nicht gesehen, allebei. So, okay. Gut. Sehr gut. Ja, du passiert gleich wieder irgendwas Blödes. Ich hab das irgendwie im Urin. Also vorhin aus den schwarzen Löchern ist hier vorhin schon immer so viel rausgehupst. Bin ich auch genau ringelaufen, ne? Ach. Die sind doch einfach nervig. Ich glaube, ich habe irgendwo auch so einen Ring gesehen, der Vergiftungsschade minimiert. Vielleicht soll ich mir den mal zulegen. Für dieses Gebiet hier. Da nehmen wir mal Schlabbertrinkchen, bevor mir ausblute. Der, wo auf dem Boden liegt, der ist halt auch wirklich dumm zum Machen. Ach, überall rotzen sie da rum, das gibt's doch gar nicht. Und wie weit auch noch, ne? Ist jetzt nicht, dass die sagen, also wenn du direkt vorne dran stehst, dann kriegst du halt ab, sondern das ist halt da wirklich 50 Meter weit oder so. 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 Ja, aus den Löchern kommt ja gleich auch irgendwas rausgehupst. Du willst meine Hand für ins Feuer legen. Das Vieh ist nämlich vorhin auch schon aus so einem Loch raus. Ist aber nur eins rausgesprungen, ne? Jetzt gäbe es richtig Gas. Ja, komm du ruhig da hoch, wo Leute Gift spucke. Getroffen wäre will ich von dem Ding hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Das ist dann wahrscheinlich wieder so Instant-Kill. So, was geht da ab? Kommt da keiner rausgehupst? Nee. Und aus dem kommt da einer rausgehupst? Schon aber auch keine Lust, die jetzt alle gar wegzuknuppen. Sprung. Heiliger voraus. Ah ja gut, das stimmt. Da unten kennt man vielleicht da runterhupsen. Ach komm, ja, nimm mal vorsichtshalber mal Schlabbertrinkchen oder zwei. Jetzt ist halt... Du links kennt man ringehe. Okay, das ist true. Sind aber so zwei Rotzer hinten dran. Noch sind sie friedlich. Schotel, große Zauberwaffe. Wir sind halt leider nicht der Zauberer vom Herrn, deswegen lassen wir das mal. So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt hier weiter runter? Oder versuchen wir dumm die Klippe runter zu springen? Ich meine, viel aushalle du sie ja nicht, ne? Aber wahrscheinlich schon sich ruckzuck da runtergestuppt. Es wird mich schon mal reizen, das auszuprobieren, da runter zu hupsen. Ich meine, es kann ja nicht viel schief gehen. Wir sind hier noch quasi ganz am Anfang von dem Level. Das letzte Bonfire ist nicht weit weg.
Gut. Jetzt bräuchte man vielleicht eine Fackel, aber ne, es geht noch. Okay. Was ist denn das Grüne? Erstmal nix. Ist das ein Kollege? Anvisiere, kann ich nicht. Schwätze? Ja. Immer unterwegs, klar. Ich bin ein umtriebiger Kerl. Für was entschuldigt die sich jetzt noch, Mo? Hartstahlring. Undeutlich, das ist schlecht. Ich will gesoffen. Ja, so fängt's dann an, ne? Filmriss und so. Ach so, das ist Fluch. Okay. Was bleibt von mir, ja? Das ist halt schade, ne? Oh. Aha, gut. Stark. Ah ja, der hat's drauf. Ja. Will der mir nicht ein bisschen helfen? So D'Artagnan und die 3 Musketiere oder so. Das ist schlecht. Vom Fluch. Was war das nochmal für ein Fluch? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Nee, Quatsch. Das passiert nicht. Ich höre mir die Geschichte an. Hause raus. Naja gut, jetzt schwätzt du nicht mehr weiter, ne? Irgendwas wabert du doch. Das Herz ist halt... Die gucken alle gar von mir weg, ne? Auf der anderen Seite, guck mal, die gucken dort nur unten, wo ich gleich vorbeilaufen will. Das heißt, wenn ich die jetzt kaputt mache, dann spucke die mich noch schon mal nicht von oben an, oder? Ich bin doch ein clever Kerlchen. Jetzt, was jetzt? Geschoss wird benötigt und dann Vorsicht vor Angreifen. Weiß ich jetzt nicht, was mir das sagen soll. Unabhängig davon kann ich natürlich trotzdem gleiche Geschoss rausholen. Was geht mit dir ab? Ich manche spucke und manche nicht. Das ist schon, das weiß ich dann halt auch wieder nicht. Ich versuche halt irgendwie zu sehen, wo die also dieses Wabern herkommt, ne? Das hört sich an wie so eine Art Wurm. Oder ein Schneck. Hoffe ist auch nichts. Ich weiß nicht, ich würde jetzt, glaube ich, fast nochmal runtergehen. Auf der anderen Seite, guck mal, hier in der Ecke, das sind hier relativ wenig von denen Spuckviecher. Also hier könnte ich mich runterfallen lassen. So, Loch in der Wand. Ich weiß es nicht. Egal, was wir machen, das ist bestimmt falsch. Alter, das war knapp. Der ist jetzt aber auch ungünstig da rausgekommen, muss ich sagen. Pass auf, du wäre halt vielleicht der Feier gar nicht schlecht, ne? Wie kriegt man das jetzt an? Pass mal auf, wo haben wir dann? Hier unser Feuerkäferchen. Hier, zack. Quatsch. So. Ach, weiter, wieso geht's gar nicht? Jo, wenn ich nicht so Schiss gehabt hätte, hätte ich das auch früher können rausfinden. Aber Grisnowski, ich hab die Händlerin hier, die in der Hütte, die habe ich jetzt. Also da können wir dann irgendwann mal Bosswaffe uns organisieren. $1500 gibt so Rehwurm. Das ist schon heftig, finde ich. Weil eigentlich so richtig, also, soll ich denn sagen, ist jetzt nicht so, als wäre der jetzt übermäßig schwer zu bekämpfen. Ich meine, klar, wenn du jetzt dort vorbeilaufst, denkst du an nichts Böses und auf einmal kommt der dann in die Seite gehupst, das tut natürlich weh. Aber ansonsten ist er jetzt Ne, bitte nicht da runterfallen, wenn es geht. Oder, warte mal. Unten und dann Geheimnis. Ist das die Stelle, wo ich eben runtergefallen bin, oder ist das neu? Weil du kann man auch runterhupsen. Ich
glaube, das ist eine Annerie. Schwierige Entscheidung, ne? Wirklich eine schwierige Entscheidung. Ich würde es aber trotzdem noch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das eine Annerie ist oder die gleich. Ach hopp. Jetzt kommt man nämlich hoch oder was? Ja, und jetzt? Da unten könnte man unter Umständen drauf hupsen. Sieht so aus, als müsste man hier irgendwie drauf hupsen. Okay. Riese voraus und dann Trio. Es ist halt schon dunkel, ne? Schwäche Gift. Das Einzige, was ich mit Gift hab, wäre vielleicht... Soll ich vielleicht doch besser mal die Fackel anmachen, ne? Sieht aus wie so der Sandwurm aus Star Wars. Vielleicht. Man bräuchte auch noch so Ringe, wo man im Dunkeln gucken kann oder so. Ich hab von den Dingen halt nicht viel. Deswegen will ich die jetzt nicht alle gar raushauen oder vor. Oh fuck. Hätte ich's nur ausgelost. Hätte ich's nur ausgelost. Wow. Ich sehe nichts. Nein, kenne mich gerade mal durchschlossen. Danke. Schlabberdrängsche war vielleicht die falsche Stelle dafür, aber ist egal jetzt. Ich würde jetzt hier schon mal gern gucken, ob hier ist zum Beispiel auch noch was, wo ich drin kann. Wow. Also hier wäre Aufzug. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie funktioniert denn der? Musst du einfach hingehen, ja? Ach, da wäre auch noch ein Item gewesen. Schade. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wo der andere Ausgang hingegangen wäre, ne? Aber theoretisch können wir da jetzt ja auch wieder runtergehen, oder? Wo kommt man da theoretisch raus? Ach, da unten ist der Finstergeist, der eben also, was ist denn eigentlich das Verb von Invasion? Invasiert? Komm, ich gehe nochmal runter, dann renne ich nochmal kurz durch die Höhle zu dem anderen Ausgang. Guck mal, dass die nicht auf mich spucken, wundert mich aber auch irgendwie. So, und das nächste ist, eigentlich möchte ich ja noch hier rüber hupse. Aber ich hab Schiss, da ich ins Loch falle, ne? Kann ich hier... Oh, ach, gut. So, jetzt... Ah, stopp. Batsch, Alter. Ja, wenn der jetzt trifft, hol ich ja auch gute Nacht, ne? So, jetzt pass auf. Guten Tag. Guten Tag. So, was haben wir hier? Aha. Hurra für Zufluchtsort. Da hat er recht. Und jetzt ist es eine Mimik. Das wäre jetzt eigentlich die Krönung, ne? Ring der Riesen fossiler Drachenknochen. Hört sich eigentlich schon mal ganz geil an. Wir haben jetzt noch mal 2 Ringe gekriegt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was das überhaupt für Ringe sind. Nämlich. Absorbiert TP von jedem Gegner. Ist eigentlich schon mal ganz geil. Den haben wir schon benutzt. Hier. Erhöht Balance. Okay. Hatte mir nicht irgendwie so Hartring gekriegt oder sowas? Hier, Hartstahlring, genau. Erhöht körperliche Abwehr. Ich weiß nicht, ist das denn für Gift, körperliche Abwehr? Den kennt man halt eigentlich auch mal nehmen. Und zwar den Kattering brauchen wir ja aktuell eigentlich nicht. Ich werde jetzt vielleicht den nehmen oder den mit der körperlichen Abwehr. Ja, ich nehme den.
Was war das nochmal? Ring des Bindens. Begrenzt das schon mal gut. Das tut, glaube ich, TP erhöhe, genau. Und was war das hier? Gefallene ja, ah, okay, gut. So, dann mischt man jetzt noch mal Gas geben. Und die schön vorbeischlagen lassen. So, dann gehen wir hier in den Aufzug rein. Zack. Eigentlich, ich weiß nicht, mir mischt vielleicht die Fackel ausmachen, weil wir haben nämlich so viel Fackeltime. Ich meine, da unten war es jetzt natürlich nötig, da war ja auch arisch Duschte, aber hier oben geht's ja eigentlich. Dann würde ich sagen, machen wir die nochmal weg. So, aber hier, an der Stelle war ich noch nicht. Ich glaube, ich bin hier oben runtergekommen und dann bin ich hier auf der Eck irgendwo runtergehupst. Ich meine, so wäre es gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe, habe ich wieder Highlife in Dosen. Ne? Da unten sind die ganze Giftspritzer. Und da kommen ja auch ein Haufe Gegner wahrscheinlich rausgehupst. Ja, genauso habe ich mir das nämlich vorgestellt. Fuck. Geh mal hoch. Nein! Ach, scheiße. Ach, wo kommt dann die ganze Rotze her? Ich hatte gedacht, ich hätte die relativ gut. Jetzt muss ich aber die Fiesen in die Hand nehmen. Lebenssteinchen habe ich auch nicht mehr. Hier drin, hier drin, hier drin. So knapp vorm Bonfire abgenibbelt, das gibt's gar nicht. Ja, ich habe bestimmt auch irgendwie so Moosklumper oder was, wo ich die Vergiftung auflösen kann. Da muss ich gleich mal gucken. Vielleicht soll ich mir so einer ins Inventar legen. Wie viel habe ich denn von denen? Das hier ist, glaube ich, für Ausdauerregeneration. Stärkt vorübergehend Giftresistenz. So eins könnte ich ja mit dir schnell mal hauen. Ah, genau. Die Dinger brauche ich. 10 Stück habe ich davon. Ja, keine Ahnung, würde ich sagen. Kann man ja eigentlich mal ins Inventar legen, oder? Versteinerungsresistenz. Okay. Was alles gibt in dem Spiel, hä? Ja gut, dann würde ich sagen, legen wir da einfach mal so ein Ding unten ins Inventar rein. So. Dann können wir im Notfall noch schnell die Gift... Also das Giftgedöns also quasi rückgängig machen oder heile. Wie auch immer. So, jetzt müssen wir halt die ganze Giftspeier da wieder kaputt machen. Das ist halt nervig. Alternative ist, wir können da einfach durchrennen. Aber für Durchrennen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, bin ich in dem Gebiet noch nicht so richtig heimisch sozusagen. So, da wäre auch noch eine. Der guckt aber, glaube ich, in die falsche Richtung. So, dann ziehen hier noch welche. Jetzt kommen die Würmchen, kommen ja auch wieder herausgehupst, ne? Wahrscheinlich. Also bin ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich der Wurm von der Seite erwischt, dann habe ich wahrscheinlich auch wirklich die Arschkarte gezogen. Alter! Schlase doch jetzt einfach kaputt, bitte. So, da kann ich direkt schon mal so eine Giftklumpe ausprobieren. Auf der anderen Seite, wenn das in dem Tempo weitergeht mit dem Vergifte, dann sind meine 3 Klümpchen aber auch schnell weg. Wissen ja was? Ich ziehe einfach mal den anderen Ring an. Ich weiß nicht, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass der quasi dafür sorgt, dass ich weniger Schaden nehme. Kann man sich das nicht irgendwie hier angucken? Schutz des Stahls dieser Körperkörper, das heißt... Ich weiß jetzt halt nicht, was zu der körperlichen Abwehr alles dazugehört. Ob das jetzt quasi auch Giftresistenz zugehört, aber ich habe auch schon einen Ring gesehen, der meine ich explizit für gegen... Alter, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, so viel Giftschade abziehe sozusagen, du der jetzt nicht. Hier Schlabberdrink, zieht er doch das Ding jetzt drin. Ach, das war wieder so knapp allebei. Er müsse einfach ein bisschen mit dem Feuer spielen, um ein bisschen Würze drin zu bringen, ne? Alter, ey, was ist Scheiß. Alter, die 3, die werden wir jetzt hier nicht bis du in die andere Eck spucken, ne? Doch. Wenn ich wüsste, wo das war, wo ich den
wo ich diese Vergiftungsresistenzringe und so kaufen konnte. Ich bin geneigt, Monomachula zu fliehen. Ob das bei der Katz war? Ansonsten, also fallen mir so viel Händler jetzt eigentlich nämlich auch nicht mehr in. Okay, dort war noch ein. Aber so Ring für Giftresistenz wäre jetzt an der Stelle wirklich ganz geil, muss ich sagen. Hier ist die Katz drin, ne? So lungert sie rum. Mitte auf dem Tisch. Da habe ich sie unhygienisch. So, Gegenstand kaufen, Ring. Leichter entdeckt werden. Nee, du war er jetzt nicht dabei. So. Der Händler dort drin, der hat meines Erachtens keine Ringe verkauft, sondern nur Rüstung und so Gedöns. Ja. Unglücklicherweise. So, da müssen wir mal überlegen. Mir hatte jetzt hier noch Händler. Hier ganz am Anfang. War das hier? Oder hier? Nee. Hier war's. Du war noch eine Händlerin, aber ich glaube, die hat 8 Ringe verkauft. Bei der hatte ich irgendwann mal, glaube ich, Duftzweig gekauft. Nee, die hat 8 Ringe am Start. Was hatten die eigentlich sonst noch so? Gelbes Kraut, Lebensstein. Also nichts, was mir jetzt akut bräuchte. Wobei, so diesen Pharosstein, den könnte man eigentlich mal mitnehmen. Menschlichkeit hat sie, aber da haben wir 23 Stück am Start. Das reicht ja eigentlich auch vorher schon. So, dann reisen wir. Wo reisen wir jetzt hin? Und zwar in Straits Zelle. Da war das Strait, das ist der Händler. Der hat aber, glaube ich, nur Zauber und so verkauft. Also 8 Ringe. Guten Tag. Kannst du bitte mal mit mir schwätzen jetzt? Doch, Ringe. Seelen anstelle des Trägers. Verlängert Zaubereffekte, erhöht Intelligenz. Brauche ich jetzt zumindest nur so direkt alles nicht. Was kann ich denn mit dem eigentlich handeln? Du kannst dann wahrscheinlich auch irgendwelche Bossseele verkloppen. Krümmungsschwert, gebogenes Schwert, Riesensteinaxt, Stachelkeule, Hellebarde, Drachenreiter Bogen wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne? Ja, vielleicht soll ich den mal mitnehmen. Oh, cool. So. Dann hatte man noch Reisen. War das hier? Ne, hier. Ich glaube hier. So hatte man dann ja auch noch die A-Händlerin, die uns so ein bisschen Probleme bereitet hat. Aber jetzt ist sie da zum Handeln bereit. Eigentlich dürfte da auch gar nicht mehr so viel Gegner kommen. Ja, aber der eine, der hat mir halt gerade noch gefehlt. Nicht, dass er mir jetzt da Ring schießt und mein Händler des Todes kaputt macht. Nee. Guten Tag. Gegenstand kaufen. Nee, Ringelschach hat die auch nicht. Schade, ne? Ich hätte aber von denen hat sie ein paar, ne? Also das heißt, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn man die ausgäbe, dann wüssten wir wenigstens, wo man so wieder kaufen könne. Das ist auch schon mal viel wert. Handeln. Ich glaube, das Ding hat mir das nicht sogar gekauft. Aber wenn ich mir das kaufe, wäre es ja wahrscheinlich nicht mehr da, ne? Uns ist doch irgendwie ausgegraut, oder? Das heißt, ich kann mir das gar nicht mehr kaufen. Ich glaube, ich habe mir das sogar gekauft. Weil ich ja mit Degen spiele und das ein Dege ist, hätte ich eigentlich schon sagen, das könnte ich mir kaufen. Ja, du, das kann ich mir kaufen. Gut. So.
Ich bin mir 100%ig sicher, oder sagen wir mal 80%ig sicher, dass ich irgendwo einen Händler hat, wo ich gedacht habe, ach guck mal, die verkauft hier so Giftringelchen. Sagen wir, in Matschula war doch dort links auch noch die ein, der mir die Kleidung gibt und vielleicht war es Dio. Wenn es die jetzt auch nicht ist, dann sind meine Ideen halt langsam rum, ne? Ring. Erhöht Feuerabwehr, Blitzabwehr. Ach, das war keiner für Giftabwehr dabei. Das war nur die Geschichte hier. Doof, doof, doof. Was ist das? Finster? Donner? Blitz? Finsternis? Feuerabwehr. Also ich sah mal so. Die Ringe, die braucht man vielleicht noch. Müssten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ich würde die mir jetzt nicht kaufen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, welcher davon am sinnvollsten ist. Aber trotzdem, wir kommen bestimmt noch in Gebiete, wo es viel mit Feuer zu tun hat und so. Da könnte man die dann weg gebrauchen, ne? So, jetzt müssen wir hier quasi wieder von Neuem durch. Du würde ich jetzt mal rinlaufen, ne? Wenn die Stadt nicht an der Ecke hängen bleibe, jetzt ist die Sache, der spuckt man dann von hinten ins Kreuz. Und der so in die Seite drin. So, ja, gut. Ich weiß jetzt halt nicht so genau, wo man natürlich auch noch hingehen könnte, wäre der Skorpion. Der könnte das doch auch, oder? Komm, jetzt sind wir noch nicht so weit. Dann gucke ich, ob ich noch mal kurz zu dem Skorpion gehen kann. Wo war der noch gleich? Ich glaube hier. Ich weiß nicht mehr genau, ob der Ringe verkauft hat. Ich glaube, der hat... Ne, der hat... Wir haben auf jeden Fall den Ring gebraucht, wo man quasi Dinge hört, die man sonst nicht hört, damit man einen Verstand hat, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, ob der auch von sich aus Ringe verkauft hat. Ich glaube, da unten sind auch ein paar Gegner rumgehupst. Ach so, genau, der Wario. Alter. Alter, der will's wissen. Kannst du bitte mal kurz Schlabbertränk nehmen? Danke. Vielleicht gerade noch eins hinterher. So. Wo ist dann jetzt das Ding, das mich so verflucht? Wenn man die wenigstens anvisieren könnte, ne? Aber so ist echt scheiße. Und vor allem auf der Trip. Endlich. So, du musst doch noch irgendwo so ein Teil sind, das mich verflucht. Da hinten in der Ecke. Kaputt. Kaputt. Wir machen es nur kaputt. Einfach, damit es kaputt ist. Schießt du jemand? Ach, wahrscheinlich. Ach jo, jetzt muss ich wieder den Ring anziehen. Ach. Ist egal, welcher wir jetzt austausche. Den hier. Guten Tag. Aha. Wahrscheinlich ist er deswegen so fröhlich gestimmt uns gegenüber, weil man seine Meister besiegt. Und das heißt, wir sind quasi jetzt sein neuer Meister. Ach, danke. Alter, wenn ich gewusst hätte, dass du so spendabel bist, wäre ich vorher schon mal vorbeikommen. Ach gut, wer hat uns jetzt... Ist das jetzt ein Geist? Ja, gut. Der hat uns jetzt quasi okay... Also es ist kein Händler, aber wir haben auf jeden Fall einen Ring von ihm gekriegt. Ich glaube... Was für einer war das? Nein. Der hier war es, glaube ich. Zweiter Drachenring.
DP, Ausdauer und maximale Belastung. Den finde ich eigentlich ganz geil, den Ring, muss ich sagen. Alter, guck mal, wie jetzt... Das ist schon... Obwohl, ne, es kann ja dir Sinn, dass mir noch... dass das jetzt nur ein bisschen täuscht, weil ich eben mit dem Anna gekämpft habe. Was geht mit dir ab? Das ist jetzt so die Frage. Lohnt sich das, den Kollegen hier aufzuwecken? Wie viel Duftzweige haben wir dann? Ey, der 2 Stück haben wir ja ingesammelt, ne? Das ist halt immer die Geschichte. Du weißt halt nicht, für was brauchst du. 4 Stück. Na komm, da kennen wir doch einer, kennen wir ausgeben, oder? Wie hat denn das jetzt nochmal funktioniert? Ah, so, ja. Das ist aber auch wieder so Geschichte, muss ich sagen. Anstatt dass er dankbar wäre, ne? Alter, ich war 5 Millionen Jahre in Stein ingehüllt und quasi eingefroren in Stein, versteinert, wie auch immer. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Hier kriege ich 50.000 Seele und den Unsterblichkeitsring. Nee, direkt auf Angriff. Verstehe ich nicht sowas. Ach, was bist denn du für eine? Aha. Ich nehme mal Schlapperdrängsche. Alter, haut der rein, ne? Der versteht aber gar keinen Spaß. Ich habe irgendwie gedacht, ich wäre außerhalb seiner Reichweite, aber es war Fehler. Rennemograd hier ein bisschen weg. Ach, jetzt habe ich Kay. Ach, wie schlecht. Nein. Wie kommt der mir jetzt wieder nur gelaufen bis zum St. Nimmerleinstag oder bleibt der irgendwann mal außer Reichweite? Das gefällt mir jetzt nicht. Kommt der jetzt Ado runtergehupst? Nee, der geht die Treppe. Aber noch ausgetrickst. So, was haben wir hier? Nebelwand voraus. Klar bin ich hier wieder nicht dran. So, das nehmen wir auch noch auf. Fackel. Hallo? Nein! Hier ist eine Sackgasse. Nein! Und ich weiß auch, wo die Sackgasse ist. So gesehen ist es natürlich eine relativ coole Abkürzung. Ach, ich hätte gerne mal ein bisschen Abstand, damit ich da wenigstens so Lebensstein nehmen kann. Aber aktuell würde ich sagen, war der... Dass ich die nicht treffe. Ich verstehe das nicht mit dem... mit dem Säbel. Und das nächste Wort, was ich sagen wollte, war Nebel. Heißt du einfach K-Mischkeit. Benutze. So. Alter, geht das langsam. Quälend langsam. Und wahrscheinlich reicht der eine noch nicht im Monat. Wir könnten den aber unter Umständen auch hier unten rinlegen. Da haben wir ja 30 Stück davon, oder? So, nehmen wir nämlich gerade noch eine. So, mein Lieber. Wo bist du? Jetzt kennen wir uns noch mal in der Halle. Ach, da unten läuft er schon rum. So, komm du her. Alter, wie schnell ist denn der? Alter, hat er sich zurückgebeamt oder was? Jawohl, und tschüss. Ja, hat schon ein paar Seele gehabt, so ist nicht, ne? Fengals Rüstung. So, jetzt hat er ja irgendwie geschrieben, Nebelwand voraus. Ich glaubte ja nicht dran. Ich hab da ewig schon mal probiert und da ist ja nichts passiert, ne? Aber, jo, wie ich mir gedacht habe, war wenig zu holen. Ach.
Eigentlich ist das schon wieder ärgerlich jetzt. So, jetzt pass auf. Hier unten war ja auch noch so ein Held. Der hat ja mit uns nicht geschwätzt. Der war irgendwie so ein bisschen hochnäsig sozusagen. Wo war denn das? Ach, das hier ist oben. Genau, ja, ja. Jo, also das ist quasi dann so eine Art Abkürzung oder Hinteringang. Keine Ahnung, wie du das nennen willst. Aber sagen wir mal, so richtig gelohnt hat sich der Duftzweig aus meiner Sicht jetzt nicht. Ich weiß jetzt zwar nicht, was er uns für Gamasche gegeben hat. Ja, jo, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob es das wert war. Wahrscheinlich nicht. Hätte man ja wahrscheinlich in den Duftzweig besser investieren können. Vielleicht habe ich aber auch nur was richtig Geiles der Universität. Das weiß man ja auch immer nicht. Stichwort Nebelwand. Aber ich habe dir jetzt eigentlich so die Eckel ja ein bisschen abgehupst. Da ist jetzt hier so eigentlich nichts passiert, ne? Kommen wir hier jetzt irgendwie wieder zurück? Ja, sehr gut. Weiß ich nicht, müssen wir jetzt mit dem wirklich kämpfen? Sehr gut, war zwar eng, weil ich den ersten Schlag nicht getroffen habe, aber am Ende des Tages hat es gereicht. So, jetzt passen wir auf. Ich nehme jetzt einfach mal, wir haben ja genug von den Dinger, ich nehme da jetzt einfach mal so hier so Menschlichkeit, damit mein Energiebalge wieder voll zu gebrauchen ist sozusagen. Und dann gehen wir wieder in die Gifthöhle. Die Höhle ist ja wirklich episch, oder? Also wenn die jetzt irgendwie so Ring hättest, der Giftungsschade ausschaltet oder zumindest stark minimiert, dann wird sie wahrscheinlich gehen. Wenn du jetzt dich in dem Gebiet ein kleines bisschen auskennst, dann könntest du wahrscheinlich auch relativ gut durchrennen. Also wenn du jetzt durchrennst, dann trifft dich ja wahrscheinlich, oder dann treffen die dich überwiegend nicht, sagen wir es mal so. Ach ja, jetzt kommt wieder der Finstergeist. Alter, dann komm ich aber schön da hoch, wo ich kein Giftschade kriege. Haben wir uns verstanden? Wette mir, dass wenn der das Gift abkriegt, dass der nichts abgezogen kriegt. Ohne Garantie kriegt der nichts abgezogen. Hat dir schon nichts abgezogen kriegt. Okay. Ich hasse das hier, wenn die sich durch meine Schläge überhaupt nicht... Oh, fuck. Wenn die sich durch meine Schläge überhaupt nicht, ja, vorbei ist halt scheiße. Überhaupt nicht beeindrucken lassen, ne, in ihrem Schlag. Irgendwie hakt, oder, wie soll ich denn sagen? Nicht hakt, aber irgendwie, funktioniert die Steuerung gerade nicht so gut. Der springt irgendwie nicht so, wie ich das gern hätte. Hörst du bald auf zu blocken? Das gehört sich nicht so was. Warum visiere ich ihn denen eigentlich an, wenn er dann trotzdem sich nicht automatisch nach dem ausrichtet? Ich würde gerne noch mal so Schlabberdrängchen nehmen. Oh. Aha. Jetzt gehen wir hier nochmal in die Höhle rein. Können wir nochmal ums Lagerfeuer tanzen. War das, was der Film war das? Ich glaube, der mit dem Wolf tanzt oder so ähnlich. Ist der nicht ums Lagerfeuer irgendwie rumgetanzt? Ich weiß nicht mehr. So, jetzt noch ein Schlag. Komm, dann wird's das doch gewesen. Jo, was weiß ich, am besten ist, wir hocken uns direkt noch mal an. Dann kriegen wir nämlich wieder die volle Dröhnung an Flakons. Und so weit vorangetrippt waren wir noch nicht. Ach guck mal, die sind jetzt oft genug gestoppt, dass sie wegbleiben, oder wie ist das? Okay. So oft habe ich die doch gar nicht kaputt geschlagen. Normal muss man die doch irgendwie 10 oder 15 Mal oder so kaputt töten, damit sie mal wegbleiben, oder nicht?
Falsch gedacht. Hast vielleicht falsch gedacht. Vielleicht ist das bei den Giftstein-Dinger seltener. Also muss ich nicht so oft, weiß ich nicht. So. Den ich jetzt gerne noch mache. Sehr gut. Jetzt würde ich vielleicht auf der Seite noch mal kurz. Noch einer, komm. Das ist der Drecksack da oben, ne? Sieh nicht den, du ganz da oben. Der guckt genau in die Flucht von der Wand, nur damit er mich anspucken kann, wenn ich die kaputt mache. Als wäre es genau so gewollt gewesen von dem Spiel. So, komm Schäde hoch. Kann ich da 2 Hiebe abholen? Eigentlich sind es Stöße, aber Hieb, Stoß, gibt es da Unterschied? Ich weiß nicht. Wow, wow, wow. Du auch gern tanzen, hä? Ist Hieb von oben und Stoß von vorne, aber das ist ein Schlag, oder? Also ist Hieb und Stoß das gleiche? Ich weiß es echt nicht. Okay, Plan. Ach, du bist doch ein Drecksack. Kommen wir vielleicht... kommen wir vielleicht ein bisschen von das... Ach, da unten leidet ja auch noch eine. Genau. Was halt auch dumm ist, dass ich die mit dem Bogen nicht kaputt machen kann, ne? So. Am besten ist, wir warten mal kurz, bis der Giftschaden wieder reduziert ist. Aber guck mal, wie viel von denen Typen da sind, ne? Da oben ist ja die ganze Brigade, die da auf der Wand steht. Das heißt, wenn ich da runtergehe, dann spucke die mir von oben auf den Kopf. Wenn man jetzt mal bedenkt, wie lange ich schon in der Höhle bin und wie weit ich gekommen bin, muss man sagen, es ist jetzt nicht so erfolgreich, die Höhle für mich. Kommt da einer raus? Nee. So, wie gucke die Helden dann? Naja, das sind halt auch wieder gerade 2 nebeneinander, ne? So spuckt der da überhaupt? Der ist ja so... Also die anderen sind ja heller wie der. Ich glaube, der durchspuckt dann vielleicht gar kein Gift. Aber sicher ist sicher, oder? So, jetzt stehen da noch Tick, Trick und Track. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? So, okay. Dann nehmen wir den weg. Dann machen wir die 2 noch weg. Sehr gut. Dort war ein True und sonst nix. Das heißt, da müssen wir uns jetzt nicht großartig Mühe geben. Sehr gut. Ah ja, genau. Da war ja noch so einer. Komm gerade her. Die sind schon eklig. Die erinnere mich aber, glaube ich, so ganz, also ganz entfernt. In Elden Ring gab es ja auch diese Hände, die so rumgelaufen sind, ne? Das ist ja hier eher so, die sind ja so auf dem Schwanz, ähnlich wie ein Wurm. Aber die haben ja trotzdem so 5 Tentakel oder 4, die aussehen wie eine Hand, ne? Oder wie Finger von der Hand. Lassen wir die gerade stehen, oder? Die gehen uns jetzt nicht so... Den würde ich aber gern wegmachen. So, kommt da auch einer rausgehupst? Jo. Alles klar. Komm, wie viel haben sie? 5, ne? Eigentlich 4 Hand dann. Halte Hand mit eklige Klaue zwischendrin. So Mischung. Ich würde sagen, so eine Mischung aus den Händen da, aus Elden Ring und der Facehugger von Alien, also dem Film. So circa. Ich finde, das kommt ganz gut hin. So, weil du dürft jetzt eigentlich keiner mehr rauskommen. So, jetzt, wie war ich denn dort hoch nochmal gekommen? Ach, du musst dich, glaube ich, zuerst ganz nur unten und dann konnte ich durch die Höhle hoch und bin dann dort oben rausgekommen. Also irgendwie war's. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt... Muss das Sinn, wenn man hier am Rand vorbeigeht? Treffen sie uns hier scheinbar nicht. Dann würde ich das jetzt erst mal losse. Herrgott, trifft doch bitte einfach dieses Rotzding da. Danke. So, Moosklumpe. Alter. Wird schon bloß die ganze giftspuckende Steinfigur treffen. Nein! Das war jetzt sau ungünstig. So.
Jetzt guck mal, jetzt sind hier aber, das sind doch jetzt zwei, guck mal, da ist so Rufzeichen und da unten ist so Rufzeichen. Das heißt, da kann ich jetzt quasi, ich glaube, ich kann immer nur einer, ach, jetzt war ich wieder auf dem falschen unten. Jetzt kann ich zwar immer nur einer sozusagen nehmen, glaube ich. Also ich kann jetzt nicht zwei gleichzeitig holen, aber eigentlich ist es ja ganz geil. So, die gucke runter, die gucke hoch. Ja, okay. Steht sie vielleicht trotzdem einfach, damit sie weg sind? Ich meine, die bringen natürlich 8K Seele. Das finde ich auch ein bisschen schade. Auf der anderen Seite sind halt Steinfiguren, ne? Warum sollte Steinfiguren Seele bringen? Ist klar. Ja. Tut weh, ne? Gut. Ist schon wieder eine Waldkind Victor. Ich bin ein Stadtkind. Ne, ich bin ein Dorfkind. Stimmt. Was geht mit dem ab? Beschwört der jetzt was? Wissen Sie, was jetzt geil gewesen wäre, wenn ich nicht hochgelockt hätte und hätte ihn vom Wurm runterstoßen gelassen und dann wäre er gestoppt. Ich frage mich halt, wo ich jetzt am geschicktesten gehe, den kämpfe. Alter, Victor. Kriegst du mal wieder in. Wow, 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 wow. Hat aber auch ein besser Schlag am Leib, ey, hä? Kommt der mir jetzt nur gerannt? Lässt der mich vielleicht mal gerade kurze Schlappertränkchen drin, Gedanke? Komm, vielleicht tanzt der mit mir auch ums Lagerfeuer. Wie die Indianer. Komm du her. Jawohl, schön ans Feuer dran. Genau, rinnen ins Feuer. Verbrennt er die Pfote, genau. Rolle kann er auch. Aber auch nicht immer, ne? Ja, ich kann auch rollen, ne? Oh. Wer bei Victor, welche was blöd ist, wenn du so riesige Räder in der Hand hast und du nicht mit umgehen kannst, natürlich? Du brauchst relativ lang zum Ausholen, habe ich das Gefühl. Kann das Sinn? Ja, ne, das dauert schon seit Zeit. Gut, auf der anderen Seite, ich hol zwar schnell aus, aber ich treffe halt nicht. Ist halt auch nicht besser, ne? Stimmt. Ja, bist du. Und dann so riese Schild. Victor, pass auf, welche? Au. Ja, das hast du clever gemacht. Doch, du hast alle weiter, das hast du wirklich clever gemacht. Aber jetzt, pass auf, Victor. Bis du dein Schild rausholst, ne? Auspacke dusch. Du bin ich halt auch schon längst irgendwo durchgestoßen, ne? Weil das halt auch so ein riesiges Schild ist. Das wäre nicht so kleines. Das wäre für dich vielleicht auch besser. Victor, ich will dir doch nur helfen. So als Waldkind und ich als Dorfkind, wir müssen doch zusammenhalten, hier die Städte. Guck mal, Victor, und jetzt hast du schon so ein riesiges Schild. Und dann blockst du trotzdem mit deinem Stab oder Hellebarde oder was es ist. Nimm doch dann dein Schild zum Blocken. Warum nur mal Schlappertränkchen? Eigentlich hat er nämlich viel Energie, ne? Victor, los doch mit dir schwätze. Noch Stoß, Victor. Ja, dann halt nicht. Du hattest die Chance gehabt, dass wir uns gütlich einigen, aber du wolltest sie nicht wahrnehmen. Ach, wenn ich mich jetzt anhocke, dann kommen hier wieder die ganze... Da denke ich immer nicht dran. Wissen Sie, ich denke dann immer, ach komm, ich hocke mich an, da hol ich wieder mein ganzes Schlappertränkchen. Dass dann aber das ganze Viehzeug da auch wieder kommt, da denke ich immer nicht dran. Ja, aber aktuell, ne, die Giftschleuderer, die sind jetzt aktuell, sind die weg, ne? Und die habe ich ja quasi genauso oft gebatscht wie denen da. Sag mal, habe ich da nicht als ein 2 oder ein 3 schlecht den kaputt gemacht? Ich tausche mir den Ring aus. Und zwar... Jetzt weiß ich nicht, was für eine. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Ist eigentlich schon ganz geil. Den machen wir auf jeden Fall nicht weg. Das ist klar.
Da steht halt, was ist denn der Unterschied zwischen erhöht maximale TP und erhöht TP? Das ist wahrscheinlich das gleiche, denke ich, ne? Dann geht ich halt, wie viel zieht denn mir das ab, wenn ich jetzt den Ring austauschen würde? Gehe, den hier. Sieht man da signifikanter Unterschied? Ich nicht. Dann lassen wir das so. Dann können wir nämlich die Händchen kaputt machen und kriege wieder TP zurück. Das finde ich nämlich ganz cool. Du kommst gerade hoch, wo die Giftspucker nicht sind. Na, jetzt war es 2. Jetzt habe ich ihn aber relativ mittig in seine Klaue getroffen. Vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt. Gut, auf der anderen Seite, die bringen uns halt große Titanitscherbe. Das ist eigentlich auch ganz geil. Wow. Alter, fast hätte ich mich getroffen. Sehr gut. Ich bin gerade am Überlegen. Am besten ist, am besten ist, ich mache die auch kaputt. Wenn ich die noch zweimal kaputt mache, dann sind sie nämlich auch fett und gehen uns nämlich auf den Keks. Ja, das ist so ohne der ohne Leid, ne? Pass auf. Was ich jetzt schon ganz gern mal hätte, wäre jetzt, bin ich ganz ehrlich, ach ja, da die, genau. Und da kommt jetzt der Rehwurm raus, exakt. Was ich halt ganz gern hätte, wäre jetzt da unten irgendwo nochmal ein neues Leuchtfeuer. Auf der anderen Seite ist halt eigentlich Schwachsinn. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das nächste Leuchtfeuer, das ist 10 Meter weiter oben. Von daher ja eigentlich nicht nötig, dass wir jetzt schon wieder eins ist, ne? Da oben aus dem Loch, na, ich glaube, ich bin da mal rausgekommen, ne? Ach, schon wieder, wie viel kommen da an? Da ist das wieder der Victor, ne? Das ist jetzt der Gulli. Alter, was hat's ein Eich ins Gehirn geschissen? Was hab ich denn Eich gemacht? Alter, wann sind dann die Waldkinder endlich mal... Also wie viel gibt's denn von denen? Wie im Wald leben auf jeden Fall mehr als bei uns im Dorf. Komm, da unten haben wir ja eigentlich auch gut aufgeräumt. Da kennen wir eigentlich auch da unten kämpfen. Und hier haben alle gerade quasi die gleiche Waffe. Alter, der geht aber ab wie Zäpsche, hä? Nein! Jetzt war wieder genau in dem Moment war wieder die Ausdauer leer. Ach, wie ärgerlich. Ach, wie ärgerlich. Gut, auf der anderen Seite ist jetzt nicht so schlimm, weil... Jetzt sind die wieder alle gar da. Warum sind die jetzt wieder da? Ewe war es so, obwohl ich mich ans Lagerfeuer gesetzt habe, war sie nicht da. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so schlimm, da unten sind jetzt die ganzen Giftspucker nicht mehr da. Wir können wir hier dann relativ schnell runterlaufen. Aber jetzt sind die wieder alle gar da. Warum das? Oder kommen die nur zurück, wenn ich sterbe? Anders als die anderen Feinde, die immer zurückkommen, wenn du dich ans Lagerfeuer hocke dusch. Ach, es ist doch scheiße. Ach jo, jetzt ist er wieder vergiftet. Gut. Scheiße. Was ein Scheiß, ey. Erstens mal, ach du, war ja auch so Viecher drin. Erstens mal verstehe ich es halt nicht. Und zweitens mal, wird es halt auch einfach nicht erklärt. So, der erste wäre weg. Fehlen noch 2. Ach, der ohne der wurde da auf dem Boden leid. Den denke ich auch immer nicht.
So, wo war jetzt hier? Ich glaube, aus dem kam noch einer raus. Nee, dann aus dem. Jo. Jawohl. Du wolltest ja gerade wieder zum Schlag ausholen, der Kollege. Da war er aber nicht schnell genug. War ich schneller. Ne, du kennst jetzt, eigentlich kennst du schon durchlaufen. Also renne. Ich will aber nicht durchrennen, weil ich nicht so genau weiß, was da unten auf mich wartet. Dann würde ich ganz erst mal hier in Ruhe aufräumen. Damit ich ungefähr weiß, was unten auf mich wartet. Und wenn ich dann sterbe, was weiß ich, und du musst wieder zum Boss gehen, na, dann würde ich da auch irgendwie durchrennen. Ah jo, jetzt ist er wieder vergiftet. Ja, jetzt bin ich eh vergiftet, ne? Jetzt können sie mich dann auch anspucken, ne? Ist auch egal. Nimm mal ein Schlabbertrinkchen. So, Rehwurm. Jawohl, gib Gas. Alter, was machst du denn jetzt? Keine Ausdauer mehr. Das ist immer ärgerlich, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Ja, guten Tag. So. So, und jetzt kommt hier wieder der Gulli oder was? Was? Gulli, sagen wir, das ist wie? Kennen wir das noch? Gullivers Reisen früher? Gullivers Reisen, ja. Das waren noch Zeiten. Komm, ich nehm direkt schon mal Schlabbertränkchen. Und du, der da hinten macht, der wieder der Dicke. Kann ich hier jetzt so ein bisschen durchgehen, vielleicht kommen die dann hoch und dann können die ja auch gegen denen kämpfen. Machen die das? Ach gut, auf der anderen Seite vom Gift scheint er ja auch nichts abgezogen zu kriegen, ne? Ja, nicht mich angreifen, du greif doch den Rote an. Irgendwie, ich weiß ja nicht. Wir kommunizieren noch nicht so gut, finde ich. Das Blöde ist halt, ach, wenn ich so zusteche, dann brauche ich, ach, immer eine Zeit lang, bis ich dann wieder husten kann, ne? Ja. Ja, jetzt holt er das Schild raus, ne? Jetzt hat er gemerkt, scheiße, wird doch nicht so einfach. Ja. Ach, jetzt muss ich hier gerade mal wieder kurz hochrennen. Dass ich ein bisschen Luft habe, Schlabbertrinkchen zu nehmen. Das hat er gut antizipiert, wo ich anlaufe, ne? Das hat er wirklich gut gemacht, allebei. Dass er aber auch immer das hinschlägt, wo ich hinrolle, ne? So, noch ey, Schlag mal lieber. Doch noch einer. Klicke hat. Das ist aber ein bisschen unspektakulär, diese Sterbeanimation, finde ich. So, jetzt habe ich Geschlabbertrinkschirme, geil. Ja, Menschlichkeit kriege ich so ohne Ende, das ist mir klar. Jetzt, ich gehe aber jetzt trotzdem, renne ich jetzt mal da runter. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt mal wissen will, ob da unten jetzt noch so einer von den Helden kommt. Oder ob es jetzt irgendwann auch mal gut ist. Ah, stopp. Ich spucke uns ja wieder ins Genick. Gut. Stopp. So, da wäre theoretisch noch zwei. Kommt da einer rausgehupst? Nee. Ach. So, kommt da einer rausgehupst? Nee. Und hier? Nee. Okay.
So, was mit denen zwei? Sehr gut. Was steht da? Monster? War vielleicht mal, denke ich. Ja? Waren wir in der Höhle schon mal drin? Kommt hier einer raus? Nee. Leuchtfeuer voraus, deshalb versucht Gegenstand. Ach, da hinten könnt einer. Das stimmt, du könnt wirklich. Nein! Klicke hat. Alle Weih habe ich echt schon so ein bisschen rostig unerhauskriegt, weil ich gedacht habe, scheiße. Jetzt kommt der Kollege von hinten und stößt mich hier runter. Aber ich habe nur Klicke hat. Jetzt wäre hier Leuchtfeuer. Jetzt hatte ich ja hier eigentlich gesagt, Gegenstand benutzen. Das ist aber ein bisschen blöd jetzt. Weil dann greift der mich hier wahrscheinlich direkt an. Und hier ist jetzt nicht viel Platz, um zu kämpfen. So, jetzt dann komm bitte du vor zum Kämpfen. Hallo? Doch nicht kämpfe? Doch kämpfe. Ja, gut, war halt auch Waschlappe. Ja, okay, Leuchtfeuer, sehr schön. Gut. Gegenstand, Pharus, sehr gut. Aha, und dann kommen wir von der Seite raus. Mhm. Nicht schlecht, Herr Specht. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Leuchtfeuer hier haben, dann können wir eigentlich hier relativ viel umgehen. Und müssen da nicht mehr kämpfen quasi. Nichtsdestotrotz. Guck mal, hier kann man auch runterhupsen, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal runtergehupst bin. Tür. Da unten scheint dann wahrscheinlich irgendwie Bossgegner zu kommen, denke ich. Gut. Oder ist das hier bei den Riese wieder? Das ist bei den Riese, dort war ich doch schon einmal. Ich weiß nicht, ey, ich kann mir sowas halt auch nicht behalten und dann sieht auch alles gleich aus immer und ach. So brauche ich jetzt aber kurz ein bisschen Licht, dass ich dort durchrennen kann. Sonst habe ich da echt ein Problem. Wo war dann? Ah, nee, der war rechts. Rechts war der Aufzug, ne? Das wird jetzt knapp. Na, jetzt geht's. Jetzt haben sie geschlagen. Jetzt sind sie echt mal. Gut, dann komme ich wahrscheinlich wieder oben raus in dieser... Ach, jetzt spucke sie. Warum spucke sie jetzt? Beim letzten Mal haben sie nicht gespuckt. So, kann ich wieder wegmachen. Dann hupst du mehr durch. Ach, ajo. Ja, kaputt. Jawohl. Nein! Sehr gut. Du kommt nichts raus, du kommt nichts raus, du kommt nichts raus, du kommt nichts raus, du kommt nichts raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, was war hier in der Höhle? Oder war hier überhaupt was? Oder waren wir hier schon mal drin? Nee, ne? Die Truhe ist noch zu. Guck mal, das hat sich sogar gereimt. Die Truhe ist noch zu. Dann schlanet doch bitte kaputt. Warum trifft denn der den nicht? Ah jo, jetzt ist er wieder vergiftet, ey. Du bist ein Held. So. Komm, nimm so Weisheitsstein, ey, Lebensstein. Sehr gut. Ah jo, jetzt... Echt bald auf jetzt. Ich will eigentlich keiner von denen Klumpe mehr nehmen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den nicht vielleicht für den Endgegner noch gebrauchen könnte. Göttlicher Segen. Na gut, weiß ich jetzt auch nicht so genau, für was er zu gebrauchen ist. Gut, hier nix, hier nix. Ah ja. Sehr gut.
Hey Angst, komm ruhig du her. Ich hau auch nicht mehr zu. Es war gelogen. Ja. Hier, was ist hier? Quatsch. Quatsch. Zack. 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 Sag mal, du, die Wand, die ist aber auch zugekleistert mit den Viechern, ne? Und da unten, ja, da unten ist auch noch eine. Jawohl. Jawohl. Und Normo. Und Normo. Sehr, sehr schön. Du sind so viel von den Rotzviecher, dass sogar mein Keul jetzt schon wieder halb kaputt ist. Fast. Todstellen und dann Niederlage. Aha. Arschloch. Gut. So. Jetzt ist du erstmal aufgeräumt. Ach, wo kam das jetzt her? Ich sehe die danach nicht, ne? Wenn ihr guckt, da vorne der war ja da vorne dran gelegt, war kaputt. Da habe ich nicht hinten dran gesehen. Du Arschen wieder, ne? Die sind halt wirklich fies, die du dann so auf der Eck, also auf dem Boden liegen. So. Jetzt rennen wir da hin und hocken uns hin. Zack. Dann ist auch die Vergiftung weg. Jetzt reisen wir nur mal die Schule und geben uns erstmal unsere Seele aus, weil ich gehe mal davon aus, dass gleiche Bossgegner kommt. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine eklige Angelegenheit mit dem Bossgegner. Aber wir schauen mal. Jetzt müsste ich mir eigentlich auch wieder meine Dege nehmen können, ja. Guten Tag, meine Dame. Meine holde Maid. So, und zwar haben wir irgendwie gesagt, hier wäre Softcap bei, ich glaube, 30. Jetzt hätte man quasi, jetzt sind wir irgendwie 300 Seele von dem nächsten Level entfernt. Das heißt, ich gucke mal, ob ich noch so Seele poppen kann. Vielleicht so ein. Wie viel bringt die? Ein reicht vorerst mal. 1000, alle hopp, das reicht doch. So, dann machen wir nämlich gerade noch A-Level. Zack, zack, zack. Einmal bitte aufsteigen. Sehr gut, optimal, ne? 535 noch übrig. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt bei dem Bossgegner vielleicht nicht auf Anhieb gewinnen sollte. Reisen. Hierhin. Gut, aber der Duftzweig, der hat sich vielleicht gelohnt. Kommt halt drauf an, wie gut der Gegner ist, der Bossgegner, der jetzt kommt. Aber es ist, finde ich, schon fies, ne? Ich finde, du findest jetzt nicht so viel Duftzweige hier. Und es gibt hier schon mehrere Stellen, wo du sowas insetzen könntest. Falsch Richtung, falsch Richtung. Und dann ist es, finde ich, schon irgendwie fies, dass das dann jetzt so Duftzweig ausgeben muss dafür. Oh, fuck. Alter. Er sieht aber auch nicht aus, als ich der Spaß verstehe. Nee, jetzt spucke die bestimmt wieder. Gut. Aha. Ruhig bleibe, ruhig bleibe. Spucke jetzt die ganze Figur du außenrum auf mich. Uah. Boah, da habe ich gar keine Lust drauf. Boah, der hat schon Mundgeruch. Ich will gar nicht wissen, wann der jetzt letztes Mal die Zähne geputzt hat. Nein! Ach, es ist einfach... Ich bin einfach immer so gierig. Ich weiß, aber jo, keine Ahnung. Oh, fuck. Nein! Ach, weh, dem bisschen Flamme, ey. Ich wollte gerade sagen, der ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ja gut, wenn er dich halt treffen tut, dass der halt besser Schlag am Leib hat, das ist halt relativ klar, ne? Denke ich mal. Ah jo, genau ins Gesicht gespuckt, als ich da runtergesprungen bin. Habe ich jetzt das Moos genommen?
So. Wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen. Jetzt brennen sie halt wieder, ne? Das ist halt schon fies, muss ich sagen. Also du kannst jetzt nicht wirklich gut ausweichen, weil du dann durchs Feuer musst und dann Feuer fängst. Ich glaube, das macht den auch am schwierigsten. Wenn du jetzt eine schöne, wie mir Runde Arena hättest, wo du ein bisschen ausweichen könntest, dann wäre es höchstwahrscheinlich gar nicht so schlimm. Alter, wie Forrest Gump bin ich da ewig durchgelaufen. Geil. Aber so. Und dann hat er natürlich auch noch eine Reichweite, die wird für 10 reichen. Es ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob es sinnvoll wäre. Alter, was hat der dann bitte für eine Reichweite? Ich bin gerade noch auf Springe gedrückt. Jetzt hat er auch noch so 180 Grad Schwenker drauf, ey. Wenigstens spucke die Viecher nicht auf mich. Muss ja irgendwas Positives abgewinnen, sind du. Nein. Wow. Nicht nett. Nein, ich wollte gerade nochmal springen. Shit. Nein, spring. 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 Fuck. Ich war eigentlich viel zu nah, als dass er mich mit so einem Schlag hätte treffen können. Bitte nicht durchs Feuer. Danke. Jetzt stelle ich mich genauer in die Trottel. Jetzt kotzt der auch noch. Nein, was gibt denn das, wenn es fertig ist? Alter. Noch 2 Schläge, noch 2 Schläge. Wissen ja, was ich gerade am Überlegen bin? Ob ich mir bei der anderen Tante durch diesen Feuerring holen soll. Wie viel mir das dann bringt. Ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht kann ich dann ein bisschen besser durchs Feuer laufen. Ich weiß nicht, war das in Dark Souls 1 oder war das in Elden Ring, wo ich mir auch irgendwann wo so, das war in Dark Souls 1, das war in diesem Lava-Gebiet, wo ich mir dann so diesen Lava-Ring carve hab. Und da hat die Lava quasi überhaupt keinen Schaden mehr gemacht. Also schon noch, aber so wenig, dass man eigentlich sagen kann, jo, mir egal. Jetzt weiß ich nicht, ob der hier genauso viel bringt. Das wäre dann natürlich schon geil. Dann kennt man nämlich das Feuer gerade egal sind. Feuerabwehr. Oh, sorry. Wollte ich noch was? Was ist das Problem? Ich bin wieder da. Ja, jetzt müssen wir wieder was andrehen. Ach. Nee, hör auf. Sprich. Ja. Ja, das kenne ich mit dem beinahe gestoppt. Was? Warum sollte ich jetzt wieder zurückgehen? Hä? Wolltest mir wahrscheinlich nochmal wieder irgendwas andrehen? Hä? Man muss schon gucken, wo man bleibt, ne? So, jetzt ist die Frage. Was für einer tausche ich aus? Den nicht. Ich würde sagen, den kann ich jetzt austauschen, weil wenn der fällt, brauche ich keine Energie mehr. War das... Ne, der hier war es, ne? Ja.
Ja, keine Ahnung, ist doch mal Versuch wert, oder? Ich bin halt am Überlegen, wenn das jetzt mit dem Feuerring einigermaßen gut funktioniert, dann kann ich dir relativ günstig ausweichen. Das heißt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Probleme. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt nicht so viel hilft, dann muss ich mir echt überlegen, was ich da mache jetzt. Auf der anderen Seite, wir hatten ja eigentlich eben fast gehabt, ne? Nein, ach, das war halt wieder schlechtes Timing, das muss man halt schon sagen. Grüne Balge leer. Grüner Balge leer. Nein. Rennen, rennen. Du musst rennen, mein Lieber. Jetzt ist er da auf der Ferse. Shit. Nein! Ach, Klicke hat. Das habe ich gerade gesagt, Klicke hat. Und dann hat er mir gerade noch so mit dem Ellenbogen einer mitgegeben. Das hat aber gereicht in dem Moment. Jetzt habe ich aber keine Acht drauf gehabt, wie das mit dem Feuer ist. Es ist einfach, wenn die Ausdauerleiste leer ist, es ist einfach ein Krampf. Aber ich weiß jetzt halt aber auch nicht so genau. Also am besten ist es halt wahrscheinlich, du machst 2 Schläge und dann haust du direkt ab. So, jetzt hast du noch einer zum Rolle für den Notfall. So, jetzt ist er wieder voll. Jetzt, jetzt kotzt der da rum, alles klar. Du fängst da auch immer früher damit an. Ja, jetzt war ich wieder zu gierig, ne? Gerade eben habe ich es gesagt, 2 Schläge dann weg und was mache ich? 5 Stück, zack, alles durchgezogen. Gut. Für mich, nicht für dich. Gut. Ja. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Nein, weg, weg, weg. Klicke hat. Hin und noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Tschüss. Jawohl. Ach, eigentlich war er doch gar nicht so schwer. Jetzt nehmen wir ein Schlapperdrängsche. Schnappe uns hier unten die Seele. Hier sind jetzt auch so ein Haufen Löcher, wo man reingehen könnte, oder? Ne, warte mal, hier ist eins. Wo waren das hier? Hier sind wir herkommen. Na gut, sind dann gar nicht so viel. So, jetzt können wir hier reingehen. Alter, was bringt mir dieser Feuerring? Brauche ich ja keinen Feuerring anzuziehen. Gucken wir mal, wie viel er abzieht. 2000 Seele. Das Fenster rausgeschmissen. Was für eine hatte ich denn da an? Ah, der hier. Ja. Ich glaube, es gibt ja auch noch die +2 Ringe, ne? So. Wo waren das? Ah, hier. Jetzt theoretisch haben wir jetzt hier Bossgegner gemacht. Also eigentlich wäre jetzt nur mal so die Zeit für Leuchtfeuer, obwohl das andere jo 5 Meter weiter vorne ist. Ah, okay, du ist schon mal true. Oder es ist jetzt wieder so Urfeuer, was wir da freigelegt haben. Versteinertes Etwas, Einfallspinselgewürz, Skeptikergewürz. Ja, gut. Ja, das ist halt auch Duschsterne. Warum sind so viel gestoppt? Das heißt, da muss hier gleich irgendwas passieren. Okay, da wäre auf jeden Fall schon mal Leuchtfeuer. Ja. Das ist aber auch wieder so Urfeuer, weil das ist so abgebrochen, ne? Ich nehme nur mal Schlapperdrängchen, man weiß ja nie, was passiert. Weil hier kann ich hier was insammeln. Viel Erfolg. Visionen. Kann ich das irgendwie lesen? Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Keine Ahnung.
Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Was haben wir hier noch? Die Stadt des versunkenen Königs schlummert, genauso wie der darin verborgene Drache. Und wenn ich jetzt hier Rind greife, was passiert dann? Wäre ich dann dorthin teleportiert? Ja. Vielleicht hätte ich mich besser ans Leuchtfeuer gehockt. Ich will hier raus. Das denke ich mir gerade auch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich meine, du stehst zwar versucht Tür, aber... aber... ich habe halt so ein bisschen Schiss, durch diesen Kreis hier durchzugehen, weil ich irgendwie so denke, dann wird bestimmt irgendwas heraufbeschworen und ich werde kaputt gemacht. Schwere Nöte. Rein voraus. Vorsicht vor irgendwas. Fackel anzünden. Brauche ich hier Fackel? Ich meine, wenn hier schon eine riese Feuer ist, ne? Geschlossen. Einheitliches Geschloss. Ich kann nur noch die Fackel anmachen und gucke, ob ich hier mit der Fackel dann vielleicht irgendwie... Nö. Ja, es wäre halt auch geil Mechanik gewesen, ne? Dass dann quasi so die Fackel hätte ich nehmen können, müsse, wie auch immer, um dann quasi die Tür aufzumachen. Ah ja, gut. Wie es aussieht, sieht es aber so aus, als kämen wir hier jetzt vorher erstmal nicht weiter. Dann teleportieren wir uns wieder zurück. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder in die Höhle kommen von Ewe. Obwohl der jetzt hier irgendwie auch nicht mehr viel zu holen war, glaube ich. Genau. So, ich gehe jetzt trotzdem hier mal kurz die Wände ab. Man weiß ja nie. Zum Beispiel hier steht noch ein Haufen Rotz. Hurra für Verzweiflung, Nachricht, ja. Blutfleck, ja. Da ist aber so nichts mehr zu holen. Ja gut, dann hocken wir uns halt her. Urfeuer entzündet, das ist schon mal gut. Oder kann ich jetzt, weil ich das Urfeuer entzündet habe, ohne durch die Tür? Dass ich quasi 4 oder 5 Urfeuer entzünden muss und dann kann ich durch die Tür durch. Ist das jetzt leichtsinnig, einfach durchzurennen, weil es eben nichts passiert ist? Ne, ist nicht mehr verschlossen. Also, Sonntag. Feiertag, fertig. Einer geben wir, würde ich sagen, mit unserer Seele aus. Die haben wir ja auch nicht für nix. Dann hauen wir die auf den Kopf und fertig. So. Das ist halt schade, dass ich mich jetzt zwar von diesem Urfeuer direkt nach Majula teleportieren kann, sonst auch nirgends hin. Aber ich kann mich halt nicht wieder zurück teleportieren und das ist halt schon ein bisschen schade, finde ich. So, da haben wir, glaube ich, nichts, ne? Nein. Ja. Dann steigen wir auf. So, und zwar hier... Sehr gut. Fehlen jetzt quasi noch 4 Level, dann hätten wir das auf dem Softcap von 30. Ich glaube, so ist es erzählt worden, dass das 30 dann Schicht im Schacht ist. Oder nicht Schicht im Schacht, aber dann geht es halt langsamer voran. Überlege ich gerade. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo es weitergehen soll. Weil ich bin ja hier unten. War ich jetzt in der Höhle. Ich mache mir gerade hier den Reiseplan auf. Also hier waren wir jetzt, ja. Aus meiner Sicht sind wir jetzt hier erstmal fertig, weil Bossgegner gemacht und ich bin links, rechts eigentlich in die Höhle reingegangen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass so noch irgendwo was gewesen wäre. Gut, ohne die Türe, die wir nicht aufgedreht haben, klar, aber ich habe jetzt auch keine Schlüssel oder so gesammelt, deswegen gehe ich mal davon aus, die gehen noch immer nicht auf. So, hier schwierig zu sagen, ob wir da alles haben.
Weil es war so dunkel, links, rechts gehe, könnte es sein, dass wir da was über sie haben. Aber aus meiner Sicht sind wir da auch ganz gut durch. So, hier. Da sind wir... Okay, da haben wir theoretisch noch die Brücke. Ja. Müsste man halt vielleicht mal versuchen, mit dem Pharos-Schlüssel darüber zu kommen. Könnte funktionieren, dass es dort noch weitergeht. Okay. Hier bin ich eigentlich der Meinung, du wüsstest jetzt nicht, wo es noch weitergehen soll. Ebenso. Ebenso. Ja. Hier auch nicht eigentlich. Hier sind wir eigentlich auch durch. Hier ganz am Anfang, ich glaube in dem Wald hier, oder war es in dem? Ne, in dem Wald hier. Dort sind noch so zwei Stellen, wo noch so versteinerte Typen stehen. Da haben wir jetzt hier Duftzweig, das heißt, da könnten wir eigentlich rinkommen. Müssen wir uns mal merken. So, das war's für heute noch mal. In der Tat, wir haben die Gifthöhle fertig. Aus meiner Sicht sind jetzt noch so zwei Türen, die wir nicht aufgekriegt haben, wo uns irgendwie noch ein Schlüssel fehlt. Bossgegner haben wir aber auf jeden Fall gemacht. Wir haben noch mal ein bisschen aufgelevelt. Gut, und jetzt müssen wir halt beim nächsten Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe zwei Ideen, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit uns die Idee bringen. Kann auch sein, dass nur 10 Minuten die Idee erschöpft sind und es eben abgeschlossen ist. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch was finde, wo wir weitermachen können, damit wir uns beim nächsten Mal nicht langweilen, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.